Wir sind eigentlich schon voll mitten im Thema drin. Es gibt Herausforderungen, es gibt Krisen, es gibt Schwierigkeiten. Aber Gott ist da drin ein Raum am Vorbereiten. Er ist etwas am Vorbereiten. Und gerade die Jahreszeit zeigt es uns wunderbar, es ist ein Aufbruch möglich. Dass es nicht einfach bei dem bleibt, wie es ist, sondern dass etwas Neues daraus kann entstehen und kann wachsen. Und genau das ist das Thema von heute. In dieser Reihe vom Oberthema Zerbrüche, die wir alle erleben. Wie kann es zum Aufbruch kommen? Und dazu will ich mit einer kleinen Geschichte starten. Und zwar mit der Geschichte von einem Tonklumpen. Es war mal so ein Tonklumpen. Und dann plötzlich ist einer gekommen und hat auf ihm angefangen rumzudrücken. Hat ihm Druck richtig ausgeübt. Hat ihn angefangen zu kneten. Und es ist ihm nicht so gut gegangen. Er hat es nicht mehr ausgehalten und gesagt, hör auf mit dem Druck, jetzt ist mir zu viel Druck. Aber der gedruckt hat gesagt, nein, es ist noch nicht so weit. Plötzlich ist er auf eine Scheibe draufgekommen. Und dem Tonklumpen ist es trümmelig geworden. Da sagst du, hör auf, es ist mir trümmelig. Aber die Stimme hat gesagt, nein, es ist noch nicht parat. Hab noch ein bisschen Geduld. Dann hat es angefangen zu stauben. Es hat fast keinen Atem mehr bekommen. Farbe ist dazugekommen. Er hat unter Atem gerungen und gesagt, der Tonklumpen, hör auf, ich halte es nicht aus. Aber es hat geheißen, nein, es ist noch nicht parat. Plötzlich ist es richtig heiß geworden. Er hat gesagt, das ist eine Hitze da, die halte ich nicht aus. Das geht nicht mehr. Die Stimme hat gesagt, nein, einen Moment noch. Dann ist der Tonklumpen vor den Spiegel gestellt worden. Plötzlich hat er sich angeschaut. Und langsam hat er angefangen zu verstehen, wieso dass es bis jetzt noch nicht Zeit war. Und was da am Passieren ist. Was da entstanden ist. Und er hat sich angeschaut im Spiegel. Und er hat gestaunt, wie so ein Klumpen Lehm so eine wunderbare Vase geworden ist. Er war richtig stolz. Vorher war er so ein unbedeutender Klumpen. Und jetzt so etwas Schönes. Ein Kunstwerk. Geformt. Im Druck. Auf der Scheibe. In der Hitze. In den Herausforderungen. Und was macht er jetzt? Was macht die Vase jetzt? Was würde er sagen? Was macht sie jetzt? Hat jemand eine Idee? Dienen? Okay. Also es ist nicht mehr nur für sich selber da, sondern plötzlich haben auch andere Freude. Plötzlich kann man wunderbare Blumen reinstellen. Plötzlich freuen sich andere darüber, was da entstanden ist in dem Druck. Genau das ist das Thema von heute, Aufbruch. Was kann Wunderbares entstehen aus unserem Zerbruch heraus? Weil Gott etwas Neues vorbereiten. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo genau das Bild aufgegriffen wird. Und das möchte ich gerne lesen. In Jesaja 64, Vers 7, dort heißt es: Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Ich möchte Gott beten. Danke, Vater im Himmel, für das Thema von heute. Danke, dass wir heute über auch schwierige Sachen nachdenken können, über Herausforderungen, über Krisen, über Zerbrüche. Aber danke, Vater im Himmel, dass in all dem du einen guten Plan hast, dass du etwas Gutes daraus machen kannst. Und wir wollen dich bitten, dass wir heute nicht einfach nur über das nachdenken, sondern dass das, was du uns heute sagen willst, in unsere Herzen hineinkommen. Mach uns offen für deine Worte. Amen. Das, ein Wort aus dem Alten Testament, das Bild vom Töpfer. Wir haben verschiedene Schritte angeschaut. Wie geht es im Zerbruch vorwärts? Das erste ist, Verantwortung übernehmen. Oder anders gesagt, wie kann es kommen zu einem Aufbruch? Meistens ist das ja ein längerer Prozess, gerade die Herausforderungen, wo wir drin sind. Und es fängt an damit, dass wir bewusst sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen für die Situation, wo wir drin stehen. Für das, was uns passiert, was uns vielleicht auch andere zufügen. Für den Zerbruch, wo wir überleben. Dass wir sagen, hey, ich will nicht einfach mit dem liegen bleiben, sondern ich will in einen Heilungsprozess hineingehen. Ich habe schon ein paar Mal aus dem Buch heraus 2, 3 Sachen erzählt, wo das super vertieft hat, das ganze Thema.
Das Geheimnis deiner Stärke heißt das. Es liegen ein paar hinten auf oder sind auch im YouTube unten verlinkt, wo man das genauer anschauen kann. Und der Autor, der schreibt genau zu dem Punkt, Seite 123, für die, die das Buch schon haben. Der Weg von der Wunde zur Stärke wird freigelegt, wenn wir nicht länger so tun, als gäbe es bei uns keine tiefen Verletzungen. Wenn wir aufhören, sie zu verstecken, vor uns selbst, vor Gott und unseren Mitmenschen. Vielleicht gehört zu diesem Schritt auch, damit aufzuhören, sie vorschnell wegbeten zu wollen. Das habe ich noch einen bemerkenswerten Gedanken gefunden. Manchmal, wenn man in eine Krise hineinkommt, wird man es einfach wegbeten, dass es möglichst schnell wieder weg ist. Und das dürfen wir ja machen. Wir dürfen zu Gott gehen mit all unseren Wünschen und Sorgen, die wir haben. Aber ich finde es noch spannend, einfach offen zu sein für das, was Gott dann will wirken und will tun. Vielleicht hat er ja einen ganz anderen Weg für uns parat. Also das Erste ist, wenn wir auf einem Weg von der Heiligung vorangehen, ist, dass wir Verantwortung übernehmen für uns. Es heisst ja, dass wir den ganzen Schatz, den Gott uns gibt, in zerbrechlichen Gefäßen haben und wir leben Zerbruch. Das ist normal, wir können dazu stehen, wir dürfen es zugeben von uns, von anderen, besonders von Gott und dürfen sagen, ich will da Verantwortung übernehmen im Sinne von, ich will in einen Prozess hineingehen, um wieder aufzustehen. Das Zweite ist, wo wir darüber geredet haben, dass es wichtig ist, dass man auch nicht alleine unterwegs ist, sondern mit jemandem zusammen, mit einem guten Freund, mit jemandem, der einem sonst unterstützen kann, der einem tragen kann, der einem ermutigen kann. Zum Beispiel auch in der Kleingruppe, wenn man miteinander in einer Kleingruppe unterwegs ist. Oder auch, man kann so eine Gesprächsbox buchen zum Beispiel oder so. Einfach zum zusammen unterwegs sein, nicht allein unterwegs sein auf dem Weg. Und eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang immer wieder auch so aufkommt, wie ist das denn? Jetzt habe ich einen Zerbruch erlebt und du das jemand anderem erzählen. Meistens ist das ja nicht so objektiv. Es könnte sogar sein, dass wenn ich erzähle von einer Verletzung, die ich habe von einer anderen Person, dass ich deren Unrecht tue, weil ich einfach quasi etwas Schlechtes dann in die, sage ich mal, Begleitungssituation hineinbringe und alles andere Gute vielleicht nicht. Das ist selten objektiv, aber es ist trotzdem sehr wichtig, dass man das mit jemandem teilen kann. So in einem, sage ich mal, geschützten Rahmen. Also es geht nicht darum, dass man allen anderen erzählt, was Böses die andere Leute machen, also nicht schlechter reden über andere, sondern wirklich in so einem Rahmen von so einer Begleitung sagen, hey, das hat mich verletzt dort und das möchte ich gerne vor Gott bringen und heilen lassen. Und das ist in dem Sinn dann auch die echte persönliche Erfahrung, die man in so eine Begleitung hineinbringt und wo man ja dann vor Gott bringt und wo man Heilung kann erfahren kann, dass vielleicht nachher auch alle anderen guten Sachen rauskommen können. Der dritte Punkt, der auf dem Weg sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich zu Jesus geht damit und einen Tausch am Kreuz macht. Da haben wir viel damit geredet, dass wir unsere Wunden, die wir haben, dürfen in die Wunden von Jesus hineinlegen. Im Jesaja 53 hat es die wunderbare Stelle, dass Jesus unsere Leiden und unsere Krankheiten doch am Kreuz getragen hat. Dann können wir sie zu ihm bringen und bei ihm loslassen. Und dann auch mitnehmen, was er für uns parat hat. An Ermutigung, an Stärke. An Positivem. Oft ist es auch so, dass wenn man etwas bewusst ableitet, wo man zum Beispiel verletzt worden ist, dass man plötzlich lernt, dankbar werden für alles Gute, was man dort mitgenommen hat. Aus einer Beziehung zum Beispiel. Oder eine andere Möglichkeit, die auch immer wieder vorkommt. Es gibt Leute, die mir immer wieder erzählen, was sie für Verletzungen mitnehmen von Zeiten, wo sie in Kirchen waren. Manchmal wird man ja verletzt in Kirchen, weil man dort auch mit Menschen zu tun hat. Das ist echt noch logisch. He? Und das kann super sein, wenn man mit so Verletzungen kommt zu Jesus und das bei ihm ablegen kann. Und dann plötzlich anfängt auch dankbar werden für alles Gute, was man aus dieser Zeit mitgenommen hat. Also dass man nicht leer vom Kreuz weggeht, sondern merkt, hey, das habe ich auch ganz viel Positives mitnehmen. Es ist interessant, dass der Paulus schreibt, prüft alles und das Gute behaltet. Also es kann super wertvoll sein, so ein Prozess, dass man zu Jesus kommt und Sachen kann wirklich ablegen und beim Kreuz lassen. Aber das Gute dann kann mitnehmen und das kann behalten und mitbewegen, weiter mitnehmen. Und das Vierte, wir haben davon geredet, dass Jesus einem dann in einen Heilungsprozess hineinnimmt. Dass er Wunden heilt und dass er einen Durchbruch schenkt. Dass man merkt, dass alte Wunden wieder gut werden. Wir haben gelesen, wie der Paulus wirklich auch zu Gott gegangen ist und bittet hat für eine Wunde, die er hat, für einen Zerbruch, den er hat. Und er ist 3-mal gegangen und hat bittet, dass es doch weggenommen werden möge.
Und vielleicht hätte er auch das Buch sollen lesen vom Thomas Harry. Manchmal muss man nicht einfach alles wegbitten. Auf jeden Fall, Gott hat ihm eine Antwort gegeben und hat gesagt, hey, meine Kraft ist dann dort besonders stark oder kommt sogar zur Vollendung. Also wird vollständig, wo du schwach bist. Und der Paulus hat das dann in dem Moment annehmen können. Wow. Er hat sogar gesagt, ich freue mich jetzt über meine Schwachheit, weil dort erlebe ich Gottes Kraft besonders. Also der Paulus hat da einen Durchbruch erleben, anders als er sich vorgestellt hat, wo Gott ihn auf einen Weg mitgenommen hat, der noch grösser war, als er sich selber vorgestellt hat. Und dann kommt das Thema von heute, Aufbruch. Dann ist es möglich, dass ein Aufbruch passieren kann. Wir werden jetzt heute vor allem über den Aufbruch nachdenken, aber es ist wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, das ist ein ganzer Prozess, der damit zu tun hat. Von Heilung, von Wiederherstellung, von zu Jesus gehen. Und dann das Wunderbare, dass Gott ein neues Kunstwerk aus dem formt, wo uns beschäftigt, wo wir mittragen. Wir sind schwache Gefäße. Wir haben hier auf der Bühne überall die Tonscherben, die Tontöpfe. Manchmal kommt man sich ja so wirklich zerbrechlich vor. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie das vorher ausgesehen hat. Und Gott kann das jetzt nehmen und etwas Neues, etwas Wunderbares daraus machen. Und dann passiert etwas. Der Paulus hat das beschrieben im Neuen Testament. Wir wollen das miteinander lesen. Es ist im 2. Korinther 4, ab Vers 16. Der Paulus schreibt da dazu: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also der Paulus sagt, es gibt Schmerz in dieser Welt. Es gibt Krisen. Es gibt Leiden. Es gibt Zerbruch. Und es gibt Wunden. Und wir können damit zu Gott kommen. Wir können Gott bitten, dass er ein Wunder tut. Wir können Gott bitten, dass er uns in einen Prozess mit hineinnimmt. Aber was passiert, was Gott machen will, ist, dass er unserem inneren Mensch schaffen. Ist noch interessant. Der Äußere, der kann sogar aufgerieben werden. Ich weiss nicht, wie ihr euch das bildlich vorstellt. Bei mir löst das nicht so schöne Bilder aus in meinem Kopf, wenn man aufgerieben wird. Aber der Paulus sagt, das gibt es. Aber unser innerer Mensch, an dem tut Gott schaffen. Und es ist interessant, dass der Paulus sagt, Gott wird erneuern Tag für Tag. Ich weiss nicht, wie es euch geht mit euren Herausforderungen. Manchmal komme ich dann zu Gott und lege das bei ihm an und merke, es ist nicht so einfach. Ich komme am nächsten Tag wieder und lege es wieder an und sage, Gott, ich habe es doch bei dir angelegt. Du mich wieder neu erneuern. Tag für Tag. Es zeigt, dass Gott mit uns unterwegs ist und wir jeden Tag wieder dürfen zu Gott kommen und ihm bitten, dass er uns von innen heraus erneuert und einfach das gibt, was wir brauchen. Dass er uns Tag für Tag an uns schafft, dass das Kunstwerk kann zur Vollendung kommen. Der Michelangelo, berühmter Künstler von Italien, der hat das so gesagt: Je mehr Marmor ich wegschlage, desto weiter wächst das Kunstwerk. Ich glaube, das ist der Weg, wo Gott oft mit uns weggeht. Da kommt die Kante weg, der kommt die Ecke weg und es schmerzt im Moment. Es ist im Moment ein Aufreiben und eine Herausforderung. Aber es entsteht ein Kunstwerk, das immer grösser wird, das immer mehr wächst. Und so sagt der Paulus, der innere Mensch wird durch Gott immer wieder neu erneuert, neu gemacht. Oder das Wort, das da im Altgriechischen steht, wiederhergestellt. Also dass es wieder gut wird. Und dann heißt es weiter in dem Abschnitt: Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Da schrieb der Paulus vom Aufbruch. Das finde ich zwei richtig eindrückliche Verse. Ich finde es noch interessant, der Paulus schreibt da von dem schnell vorübergehenden Lichten von der Bedrängnis, die wir erleben. Dann denkt man, hey, der Paulus spinnt der? Hat er nie ernste Krisen erlebt in seinem Leben?
Hat er keine Schwierigkeiten gehabt, ist für den alles so ein bisschen easy peasy, ja, das Leichte, das ist nicht so schlimm. Viele von euch kennen die Geschichte von Paulus, was der erlebt hat. Wie er ausgepeitscht worden ist, ins Gefängnis geworfen, wie er richtig Schlimmes hat über sich müssen ergehen lassen. Er ist mehrmals gesteinigt worden, er ist festgenommen worden, er hat Schiffbruch erlitten. Also der weiß, was Krisen sind im Leben. Vielleicht mehr als wir alle zusammen. Ich weiß es nicht, aber er hat trotzdem fast die Frechheit zu sagen, ja, all das Leichte von unserer Bedrängnis, das Leichte. Wie kann er das sagen? Wie kommt er zu dem Schluss? Er hat einen Vergleichspunkt. Er vergleicht es mit etwas anderem. Und darum kommt er auf den Schluss. Er vergleicht es mit etwas Ewigem, mit etwas Göttlichem, was da passiert. Er würde vielleicht sagen, die aktuellen Tränen, die wir in unserem Zerbruch manchmal sprühen, die sind nichts gegenüber an dem Ozean von Liebe, von Frieden, von Hoffnung, wo uns in der Ewigkeit erwarten wird. Mit anderen Worten, das sagt, wir schauen etwas an. Das heisst, wir erkennen etwas. Wir richten den Blick auf etwas, was noch viel wichtiger ist. Wir erachten etwas als wichtig, und zwar was? Das Unsichtbare, das wir jetzt nicht sehen. Das, was Gott innen dran am Vorbereiten ist, an unserem inwendigen Mensch. Das Ewige, das Gott bewirken will, in uns innen, gerade durch die Schwierigkeiten durch und durch die Herausforderungen durch die Heilungsprozesse durch. Manchmal ist es wirklich wichtig, dass man in einem Prozess unterwegs sein kann mit Gott, weil Gott etwas anfängt zu bewirken in einem. Aufrichten in einem, wo Gott etwas Ewiges langsam anfängt zu erschaffen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Es gibt ganz verschiedene Beispiele aus unserer Gemeinde, aus eurem Leben, wie durch die Schwierigkeit und die Herausforderung aus der Heilung entstehen, wie ein Durchbruch entstehen und wie Gott das nachher sogar brauchen, dass es einen Aufbruch gibt und andere Menschen auch von dem dürfen anfangen zu profitieren. Ich habe jemanden aus unserer Gemeinde gefragt, um sein Beispiel uns zu erzählen, vom Zerbruch, vom Durchbruch und vom Aufbruch. Und habe darum da ein kurzes Video, das wir miteinander schauen können, von der Irene. Irene, du hast Zerbruch erlebt in deinem Leben, aber auch Durchbruch. Wie ist das Ganze losgegangen? Was hast du damals auch für ein Gottesbild gehabt? Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wir haben eine Freikirche besucht, die eher eng war, die nach dem Gesetz wollte leben. Und da hat es auch gewisse Weisungen gegeben, die mich dann in der Schule zum Aussenseiter werden. Ich bin gemobbt worden und habe von dem her gesehen sicher sehr viel Schönes erlebt in der Kindheit, aber es war für mich auch schwierig, weil ich immer wieder anders war als die anderen. Das hat sicher dazu geführt, dass in mir der Wunsch ist wach wurde, denen zu zeigen, dass ich auch jemand bin. Es war recht schwierig, weil schulisch habe ich nie glänzt. Und das hat es bedeutet, dass ich sehr viel Aufwand leisten musste, für das ich genügend war. Das ist sehr ehrlich, wie du berichtest. Wie ist es nachher weitergegangen und was hat es für einen Zerbruch gegeben in deinem Leben? Nach der Schule habe ich einen Beruf gelernt, den ich mit Leidenschaft ausgeführt habe. Und zwar, ich konnte es immer gut mit alten Leuten und darum habe ich Krankenpflegerin gelernt, habe viel in Pflegeheimen, Altersheimen und auch für die Psychogeriatrie gearbeitet. Zwischendurch habe ich eine theologische Ausbildung gemacht und bin aber dann wieder zurück auf einen angestammten Beruf. Im Jahr 2000 habe ich das erste Mal so ein bisschen Erschöpfungsanzeichen gespürt. Das war im März. Im Mai bin ich in einen Autounfall verwickelt worden. Und von dort an ist eigentlich vieles nicht mehr gegangen. Entweder bin ich psychisch krank oder dann hatte ich körperliche Schmerzen und das hat
sich einfach in die Hand gespielt. Aus diesem Grund habe ich dann den Wunsch geäußert, mich stationär zu behandeln. Und das konnte ich ab dem August 2000 dann wirklich auch können. Und das war für mich der erste Schritt in die richtige Richtung. Es war eine christlich geführte Klinik. Und ja, irgendwo so ein bisschen vom Kontrollierenden, vom Zornigen, vom Heiligen und Gerechten Gott geprägt. Habe dort einen anderen Gott erlebt. Und Wissen war eigentlich viel da, eben auch durch die Bibelschule. Ich habe sehr viel gewusst und gleich hat alles so ein bisschen in die Kerbe vom strafenden Gott gespielt. Hat sich dann dein Gottesbild gewandelt und wie ist es bei dir aus dem Zerbruch zu einem Durchbruch gekommen? Es hat noch einen stationären Aufenthalt gebraucht und einen teilstationären. Und während dem letzten habe ich mit einem Mitpatienten etwas getöpfert und habe bei Austritt die Anfrage bekommen, ob ich das gerne für eine Gruppe von Patienten anbieten möchte. So ist etwas Neues entstanden. In der Folge davon ist irgendwann das Wort Peer gefallen und ich habe dann die Weiterbildung zur Peer oder Expertin aus Erfahrung, wie man auch sagt, gemacht und arbeite jetzt seit gut 6 Jahren in einer Tagesklinik, biete dort Einzelgespräche und Gruppentherapien an. Ich bin nebendran noch als Dozentin bei den Pflegefachleuten HF mit dabei und als Kursleiterin in einem Kurs, wo es darum geht, gesund werden und gesund bleiben. Und ich merke, all das vom Zerbruch, das ist mir jetzt sehr nützlich. Damit kann ich arbeiten und das kann für andere auch ein Segen sein. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an dich, Irene, dass du so ehrlich und offen von deiner Geschichte berichtest. Habt ihr die Geschichte kennt? Ich glaube, es gibt noch viele Geschichten. Die einen nicken so, die anderen nicken so. Ich glaube, es gibt noch viele Geschichten, wo man hören können, wie Gott wirkt. Gerade in Herausforderungen und im Zerbruch. Ich meine, das Gottesbild, wie sich das gewandelt hat, das Neue zum liebenden Gott, zum heilenden Gott, zum gnädigen Gott. Was ist das für etwas Wunderbares, was Gott in dem innen vorbereitet hat? Etwas Neues, was er geschaffen hat? Oder auch ja, Expertin aus Erfahrung. Wie viele Experten aus Erfahrung sitzen da, die Erfahrungen gemacht haben im Leben, wo Gott sie durchgeführt hat und durchgeleitet hat, wo etwas da ist, hat zum anderen weitergeben. Wenn ich mir all die Geschichten vor Augen führe, so wie auch die Geschichte von Irene, dann muss ich einfach staunen, wie Gott Sachen braucht, um etwas Neues und etwas Gutes daraus zu gestalten. Und an dieser Stelle will ich noch einen Text aus dem 1. Petrus dazu nehmen, wo der Petrus schreibt, an eine Gemeinde, die unter Verfolgung leidet, die verfolgt wird, weil sie an Jesus glauben, wo wirkliche Schwierigkeiten drinsteckt. Und wir möchten da Verse lesen, 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7. Hat ich dir auch mitgebracht zum Mitlesen. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und zu Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also da wird geschrieben davon, dass man in diesem Leben durch manche Versuchungen durch muss. Oder das Wort, das da steht, könnte ja bedeuten Anfechtungen oder Prüfungen oder Erprobungen. Also es wird da sehr direkt gesagt, hey, im Leben als Christ kommt man in Situationen rein, die einem etwas abverlangen, die nicht einfach sind,
Es wird da sogar der Vergleich mit dem Gold gemacht, das ist noch interessant. Gold ist eigentlich etwas vom Unvergänglichsten, was es gegeben hat in der damaligen Welt. Also man hat es in die Hitze rein tun und Druck aussetzen und es ist immer noch da gewesen. Es ist nicht so schnell verschwunden. Und da steht jetzt, das, was wir erleben, ist noch viel wertvoller als das, was Gold durchmacht, wenn es brennt wird, wenn es geläutert wird. Es ist noch viel wertvoller. Weil es ist nicht nur etwas Irdisches, sondern es hat einen ewigen Wert. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass die Herausforderungen, die du hast, vielleicht auch die Zerbrüche, die du hast, das, was dich manchmal auch herausfordert im Alltag, dass du das auch als eine Chance kannst sehen. Eine Chance zum offen sein für das, was Gott vorbereitet hat dort drin. Für das, was Gott Neues will bewirken dort drin. Für das, was Gott dort drin für dich parat hat. Was er in dir will formen für die Lektion, die er parat hat. Die noch viel wertvoller ist als so Gold. Und das ist das, was steht da so gut. Darin jubelt ihr. Das ist so etwas völlig von dem Paradox, was das Christentum hat. Man kann sich freuen, mitten im Leid. Hey, Gott will da etwas Gutes bewirken. Gott will mich da in etwas hineinführen, das vielleicht noch grösser ist, als ich gedacht habe. Er will mich formen. Und das Ganze führt dazu, dass Gott geehrt wird. Dass wenn er in unseren Zerbruch hineinkommt, dass er etwas Neues schaffen kann, das noch grösser ist, als wir jemals gedacht hätten. Dass sein Licht und seine Kraft durch uns kann sichtbar werden und so richtig wie so Lichtstrahlen aus uns rausstrahlt. Das ist das Bild, das ich euch heute mitgeben will und das ich dich ermutigen zum Mitnehmen. Wenn du Herausforderungen hast im Leben, damit zu Gott gehen und offen werden für das, was er durch das will rausstrahlen will bewirken, wo er seine Kraft zeigen will. Und was auch für andere Menschen dann dürfte zu einer Ermutigung werden. Der einmalige Schatz, den du mitträgst, an Erfahrungen, gerade Erfahrungen mit Gott auch, dass du den auch zugänglich machen für andere. Anderen kannst du davon erzählen. Vielleicht bewusst auch Ausschau halten nach den Lektionen, die Gott parat hat für dich. Oder wenn jetzt gerade eine Krise kommt oder eine Herausforderung, dass du nicht als erstes denkst, oh nein, wieso passiert mir das jetzt? Sondern, oh Gott, komm mit mir da durch. Was willst du in mir da bewirken? Was hast du parat? Was hast du vor mit mir? Ich möchte da nochmal ein Zitat aus dem Buch vorlesen. Ja, wie Gott uns formt und an uns wirkt. Es gibt ein paar Sachen, die da wirklich so wunderbar auf den Punkt gebracht werden. Da schreibt der Autor, in seinen Lektionen, also in die Lektionen von Gott ist da gemeint, in seinen Lektionen steckt ein Potenzial, das über uns hinausreicht. Was Gott sie lehrt, kann für andere wichtig und wegweisend sein. Wenn wir da im Gottesdienst Zeit haben, um den anderen Lebensbericht zu erzählen, was wir mit Gott erleben, dann ist das so etwas Cooles, wenn auch immer wieder Leute führen kommen, die den Mut haben, so von ihren Schwachheiten zu erzählen und davon, was Gott dadurch bewirkt hat. Ich glaube, die Gefahr besteht manchmal, dass man das Gefühl hat, ja, der andere, der in der gleichen Herausforderung ist, Gott tut jetzt in dem genau das Gleiche bewirken, dass man das wie auf andere dann projiziert. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir dürfen einfach von dem, was wir erleben mit Gott, wir dürfen das erzählen und weitergeben, so wie wir Gott erleben und wie er an uns wirkt. Und das ist ein riesiger Schatz, der nicht nur für uns bestimmt ist, sondern wo Gott in uns hineinleitet, dass es auch dienen anderen. Ja, erinnert euch an das Bild von dieser Vase. Es ist plötzlich nicht mehr nur für sich da gewesen. Wenn ich mir das Ganze so vor Augen führe, gibt es so wie zwei Typen. Ich habe extra das Bild genommen von einem Frosch. Das sieht noch ein bisschen lustig aus. Da kann man selber entscheiden, wie fest man sich mit dem einen oder mit dem anderen identifizieren will. Der eine ist der einfach liegen bleibt mit seiner Wunde, mit seinen Schmerzen, mit seiner Herausforderung. Und wenn ein Zerbruch kommt, wenn eine Herausforderung kommt, dann hadert er damit. Dann redet er davon, wie gemein das Schicksal mit ihm meint. Wie gemein vielleicht auch Gott ist. Wieso passiert das ausgerechnet mir? Wieso bin ich immer der Arm? Wieso muss ich so viel leiden? Es gibt aber auch den anderen Typ. Der bereit ist, sich heilen zu lassen und aufzustehen. Der aufsteht. Der sagt, ich übernehme Verantwortung. Da ist ein Zerbruch da. Aber ich gehe mit Gott durch das durch. Ich suche ihn, ich suche seine Nähe.
Ich halte sogar Ausschau. Gott, was willst du da bewirken? Was willst du mich lehren? Wie willst du mich formen? Welche Kante muss vielleicht gerade in dem Moment auch bei mir abgeschlagen werden? Und sich Gott zur Verfügung stellen. Gott, du mich formen. Schön ist, wenn es in einen Heilungsprozess hineingehen kann. Aber der liegen bleibt, der tut die Verantwortung abschieben. Der ist zufrieden damit, dass er ein Opfer ist. Der tut sich in seine Opferrolle hineingeben. Manchmal so auch in Minderwertigkeit hineingeben. Mit mir will niemand etwas Gutes. Ich habe gar nichts Besseres verdient. Oder man macht sich gemütlich in seinem Gefängnis. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild, dass man sich gemütlich macht im Gefängnis. Der aufsteht, der sucht sich Begleitung. Er leitet seine Wunden ganz bewusst in die Wunden von Jesus, dass Jesus anfangen zu heilen. So wie wir Menschen einander nicht heilen können. Wenn ich mir überlege, was könnte für einen Durchbruch passieren, also bei dem, wo liegen bleibt, der einzige Durchbruch, der passiert, ist, dass die Wunde wieder durchbricht. Dass es weiterblutet, dass es nicht aufhört, dass immer wieder neu der Schmerz vorkommt. Aber der bereit ist, in einen Prozess mit Gott hineinzugehen und sagt, ich will aufstehen, der erlebt den Durchbruch, dass Gott anfängt zu heilen. Und dass Gott etwas Neues anfängt zu schaffen. Dass er die Scherben zusammennimmt und ein neues Kunstwerk anfängt zu formen, das man vorher gar nicht gesehen hat. In Bezug auf andere Menschen, der liegen bleibt, das ist einer, der immer von den anderen erwartet. Dass die anderen zu einem kommen. Dass die anderen Mitleid mit einem haben. Dass die anderen irgendwie das merken oder etwas machen würden oder das ausgleichen, was einem vielleicht fehlt. Der liegen bleibt in Bezug auf andere, der ist oft auch, wenn es um andere Mitmenschen geht, vorsichtig und zurückhaltend und will sich gar nicht öffnen. Oder das Gegenteil, man ist als Verletzer unterwegs und verletzt andere, um seinen Schmerz irgendwie zu verarbeiten. In Bezug auf das, was Gott eigentlich wirken durch einen, ist der liegen bleibt, eine Person, die das Gefühl hat, aufgrund von seiner eigenen Zerbrochenheit können sie Gott gar nicht brauchen. Die glaubt dieser Lüge, disqualifiziert sich quasi selber. Aber der aufsteht, der macht Erfahrungen mit Gott. Er erlebt, wie Gott wirkt. Wie Gott kraftvoll ist, gerade in der Schwachheit und macht es für andere zugänglich. Der sagt, hey, das, was Gott mir gegeben hat, das kann etwas auch auslösen in anderen. Es hat sogar einen ewigen Wert. Der weiß, dass seine eigene Geschichte ein Schatz kann sein für andere. Auch wenn es vielleicht Mut braucht, um sie zu erzählen. Und die Person ist auch bereit, sich selber zu öffnen, wenn noch nicht aller Zerbruch geheilt ist. Wenn man Tag für Tag sich wieder neu muss erneuern lassen im inneren Mensch. Wenn noch nicht alles perfekt ist. Das Resultat, der Frosch, der liegen bleibt, ist oft als Nörgler unterwegs, als Kritiker, schlägt schlechte Erfahrungen mit durch das ganze Leben, ist oft verletzt, umgetrieben, sieht sich als Opfer. Der aufsteht, der Frosch, der aufsteht, er wird zum Ermutigen für andere Menschen. Nicht, weil er so ein super krasses Leben hat, sondern weil er andere ermutigen kann, die vielleicht durch ähnliche Schwierigkeiten durchgehen, die ähnliche Herausforderungen haben. Er wird zum Aufbauer, er hält Ausschau darauf, wie kann ich anderen Menschen eine Ermutigung sein, auch wenn ich selber auch noch nicht perfekt alles geheilt ist oder so. Er wird selber zu einem, der andere auf dem Prozess unterstützen kann. Und er ist einer, der mit Jesus unterwegs ist, mit den Lektionen, die Jesus parat hat, quasi als ein Jünger, als ein Lehrling von Jesus. Ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen. Wir haben verschiedene Angebote. Vielleicht hat Gott dir jetzt etwas aufs Herz gelegt. Etwas ganz Persönliches, was dran ist bei dir. Wenn du es auf dem Herz hast, dass jemand für dich beten, wird es nachher Personen geben, die hinten parat stehen, mit so einem Badge, Ministry Time steht da drauf, und du darfst einfach zu ihm angehen und dein Anliegen sagen und die Person tut für dich beten, um Gottes Kraft vielleicht gerade in so einem Zerbruch vorwärts zu gehen. Oder einfach um Sagen in dieser Situation, wo du bist. Oder vielleicht auch eine Bitte, dass Gott zeigen kann, was das dran ist, was er dich lehren in einer Situation. Also du darfst wenn du den Wunsch hast, dass er für dich betet, darfst du auch nachher hinterher gehen und die Person fragen, dass sie für dich beten. Das sind Leute, die sind parat. Ich möchte dir aber auch ganz bewusst das Bild mitgeben heute, dass Jesus durch dich will durchscheinen.
Das ist so ein wunderbares Bild. Wir haben das ja auf unserem Jahresmotto quasi drauf. Wir sind zerbrechliche Gefäße und wollen durchscheinen. Und ich habe hinten auf dem Tischli all die Kleberli wieder angelegt. Ich will dich ermutigen, dass du auch das mitnimmst als Bild und irgendwo anklebst, bewusst als Erinnerung. Hey, Gott will etwas bewirken, gerade im Zerbruch und in den Herausforderungen. Ich habe für die nicht wissen, wo sie ankleben sollen, die Heime, habe ich noch ein paar so Gefäßchen parat gestellt. Haben ihr vielleicht schon gesehen, wo sie gekommen sind. Das ist jetzt der Vorteil für die live vor Ort sind. Die können das dann mitnehmen. Wenn ihr wollt, dass auf einem Tässchen bei euch habt zum Beispiel oder irgendein Schälchen oder so gesehen, wo ihr denkt, hey, das wär's, das muss bei mir daheim stehen, um mich zu erinnern, dass Gott eben gerade im Zerbruch will durchscheinen, dann nehmt das mit. Ich wünsche mir, dass ihr heute als Beschenkte heimgeht. Mit einem Schälchen. Oder mit einem Ostereili mindestens, weil in der Schäleli hat es noch. Also nehmt das mit als Erinnerung, hey, Gott will durch mich durchscheinen. Ich wünsche mir aber, dass ihr als Beschenkte heimgeht. Gott hat etwas parat für mich, gerade in meinem Zerbruch. Es hat auch ein Zahnputzglas und ein Bierglas und ein Eiergläschen für die für den Osterbrunch noch kein Eierdingsli parat haben und so. Also tut euch bitte bedienen, dass ich es nachher nicht mehr vor euch habe. Einfach als Bild zum Mitnehmen. Gott will gerade in unserem Zerbruch durchscheinen und seine Kraft da drin zeigen. Und ich will dich auch ermutigen, heute bewusst deine Wunden zu Gott zu bringen. Deine Wunden zu Gott zu bringen und in einen Heilungsprozess bei ihm hineingehen. Wir wollen hier in eine Zeit auch vom Gebet hineingehen. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du jetzt wirken, dass es uns anspricht, dass es uns bewegt. Ja, dass wir deine Stimme hören da drin. Und ich will dir Danke sagen, Gott, dass du ja, die Schwachheiten von dieser Welt, den Zerbruch von unserem Leben, dass du das kannst brauchen, um etwas Gutes zu bewirken. Dass du da einen Schatz kannst reinlegen kannst. Dass etwas Neues entstehen darf. Wir möchten dir Danke sagen, Gott, dass du schon Sachen am Vorbereiten bist, die wir manchmal gar nicht sehen in der Situation hinein. Wo wir nachher zurückschauen und staunen, was du da hast. Und bitte hilf uns auch mit dem Blick, mit dieser Verantwortung, mit unseren Zerbrüchen umzugehen. Mit unseren Wunden, mit unseren Schmerzen und Herausforderungen. Und vielleicht bist du heute auch da und du denkst, ja, mit deiner Geschichte, mit deinen Herausforderungen kann dich Gott gar nicht brauchen. Und es hat dich angesprochen. Dann will ich dir zusprechen, Gott will genau dich brauchen. Gott hat vielleicht durch deine Geschichte einen Schatz in dich hineingelegt, den niemand anders so erlebt hat. Und er kann dich brauchen für andere Menschen. Er kann dich brauchen als Ermutigung für Leute, die eine gleiche Situation erleben. Und wenn ich dir zuspreche, dann tu dich nicht selber disqualifizieren, sondern bist mutig. Und der Schatz, den Gott in dich hineingelegt hat, teile den mit anderen. Wird zum Ermutigen für andere Menschen. Und wir möchten bewusst an Jesus bitten, dass er heute Heilung schenkt. Vielleicht sind jetzt Leute da oder im Livestream, wo eine Wunde in den Sinn gekommen ist. Etwas im Leben, das immer wieder vorkommt. Wo vielleicht auch Zerbrüche gerade aktuell laufen, aber wo mit ihrer Wunde aus der Vergangenheit zu tun hat. Wir wollen Gott bitten, dass er jetzt heilt in diesem Moment. Jesus, wir kommen zu dir an dein Kreuz. Und die Wunde, die vielleicht in diesem Moment aufgerissen ist, wir bringen sie zu dir. Wir bringen sie zu dir, Jesus, und du hast gesagt, dass du unsere Wunden getragen hast, unsere Leiden und unsere Krankheiten. Für das bist du ans Kreuz gegangen. Wir wollen unsere Wunden nehmen, gerade das, was aufgebrochen ist, und bewusst in deine hineinlegen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment kannst Heilung schenken. Dass du heil werden, was zerbrochen ist. Und dass du aufrichten, was am Boden liegt. Amen.